Squaresoft presents. Secret of Evermore. Und damit hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit dem neuen Let's Play für das Super Nintendo. Und zwar kommt noch Terranigma, direkte Nachfolger hier. Secret of Evermore, es ist nicht der Nachfolger von Terranigma, muss man dazu sagen, aber es ist hier der direkte Nachfolger auf meinem Kanal. So, das ganze Gedöns sparen wir uns, sonst gibt es eventuell Spoiler. Ich habe hier schon mal eine Probedatei angelegt, um einfach mal zu gucken, ob alles klappt soweit. Das sah alles eigentlich soweit gut aus. Und wir fangen hier mit dem neuen Spiel an. Und ja, würde eigentlich sagen, wir verlieren hier keine Zeit und fangen direkt an. Unseren Kerl, das ist das Problem hier von Secret of Evermore. Nicht wie bei Zelda oder bei Terranigma und so weiter hat der Held hier definitiv keinen vordefinierte Name. Das heißt, ich muss was anderes nehmen. Und ihr könnt euch eventuell denken, wenn ich mit dem A schon anfange und wenn ich hier weitermache, das ist ein Let's Play auf Pelzig. Das heißt, unseren Kerl, nachdem er keinen richtigen Namen hat, wird nicht Yankee genannt wie meine Probedatei, sondern unseren Probetyp fürs Let's Play heißt definitiv einfach nur Ackermann. Fertig. Und dann steigen wir direkt ein. Großostheim, Deutschland. Übrigens die Zentrale von Squaresoft in Deutschland. Herbst 1965. Deswegen haben sie bei der deutschen Ausgabe Großostheim genommen, weil dort tatsächlich das Square Hauptsitz für Deutschland war. Und alles in diesem Schwarz-Weiß-Ton. Bijou in Zeichen der Hamafuda läuft hier gerade im Kino. Al's Barbershop. Smith's Hardware. 50% auch noch auf die Käufe. Ein geheimes Labor. So geheim ist es irgendwie nicht, wie ich finde. Ein riesen Oschi-Awese in einer Kleinstadt, man weiß ja nie. Boah, was ein Riesenteil. Verehrte Anwesende, mir hän's fast gepackt. Nur noch den Hebel hier und die beiden Knepp dort. Nanu? Das ist ja seltsam. Ups. 30 Jahre später. Die Ankunft des Nintendo Ultra 64 ist der Kinofilm hier. Ein cooler Film. Die beste Teil war der Kampf zwischen einem Schleimmonster und einem buckligen Zoowärter. Irgendwie hat mich der Zoowärter an Robbie von Fake That erinnert. Geil. Wo willst denn du dann hier? Es gab doch gestern erst Katz. Wart auf mich. Wo ist denn jetzt der Hund hier? Nanu, der ist ja offen. Vielleicht ist er ja da reingerannt. Du bist ja, hat die Katze geschmeckt. Hey, was hast du da in der Schnauze? Uah, spuckt es sofort wieder aus. Ups. Hey, guck mal. Eine Mumie. Kettensäge und eine Klobürste. Hier scheint ein Geheimtier zu sein.
Mann, was für seltsame Maschine. Aha, da ist wohl auch eine seltsame Maschine hier. Hey. Sieht ja wie der Psychoteleporter in Invasion von Pluto aus. Ob der auch funktioniert? Der scheint sich lauter so Trash-Filme anzugucken, habe ich das Gefühl. Boah. Wir sollten hier schnellstens verschwinden. Pfui, kaut doch nicht an der Kabel rum. Ups. Oh je. Also unseren Hund hat's ein bisschen transformiert und uns hat's weggejagt, zusammen mit dem Hund. Das ist nicht so schön, das ist echt nicht so schön. Au. Da kommt er dann mit dem gigantischen Kinn. Wen haben wir dann da? Ein ungebetener Gast, fürchte ich. Boah, was war denn das? Hier verschrickt. Wer sind Sie dann? Oh, wichtig. Du möchtest jetzt von hier verschwinden. Du störst das Experiment vom Professor. Jetzt folgt mir doch mal, bitte. Ach ja, wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Das macht er eh automatisch. Wer ist denn das da, Edgar? Ein Besucher? Keine Sorge, das war ein Besucher. Arbeiten Sie ruhig weiter, Professor. Ach ja, ja. Noch dir. Ja, wenn du das sagst. Okay. Und ab jetzt sind wir in der Lage zu gehen. Und jetzt? Entschuldigung für den Cut. Ich habe gerade niesen müssen. Oh Mann. Oh, das habe ich eben nicht unterdrücken können, aber es ist nichts passiert. Nur ein kleiner Hupser im Sound. Außer hier. Hier ist noch was. Was ist denn das, du? Bazooka erhalten. Das Ding ist ja noch aus Versehen losgegangen, aber er sagt cool. Nala. Da werden wir doch gleich mal in so einen kleinen Kampf hier reingeworfen. Das sieht nicht gut aus. Nee, nicht wirklich. Aber wir wissen uns ja zu wehren. Batsch, 213 Schade. So viel machen wir lang nie mehr. Na, komm schon her, wo bist du denn, du Knetkopf? Da bist du. Das Ding hat einen Rückstoß. Batsch, 187. Ja, das sind schon richtig üble Schadenspunkte. Die Welt wird auch ganz zum Schluss nochmal vorkommen. Da können wir uns definitiv auf die Waffe hier freuen. Das scheint ein Ausgang zu sein. Bist du das Hundi? Hey, los, das ist so dunkel hier. Hey, ist das hier ein Raumschiff? Huch, das war wohl die Zündung. Ja, scheint ein Raumschiff gewesen zu sein. Und wir sehen so ein bisschen die Welt, wir sehen durch Schachbrett, wir sehen Berge, wir sehen übers Meer und sind gerade voller Wumme in irgendeinem Wald gelandet. Aua. Oh Gott, mein Ischias. Oh, was mein Physiotherapeut wieder dazu sagt. Hey, cooler Trip, aber die Bazooka ist fort. Aber, wo bin ich hier eigentlich und wo steckt der Hund? Hierher, Hundi. Komm zurück. Oder ich verkaufe dich an den Metzger. Wow. Bist das wirklich du? Du siehst irgendwie verändert aus. Wenn du wirklich mein Hundi bist, dann holst du jetzt den Stock. Na, alle hopp, hol den dappischen Stock. Das ist zwar nicht der Stock, aber das kann ich auch gebrauchen. Na, Allah, gucken wir uns mal hier um. So sieht's aus. Und ich dir jetzt sage, ich gehe erst einmal ins Menü zu der Fenstergestaltung.
weil ich das eigentlich dann doch ganz gern nicht so vergittert hätte. Ich die Sache, ich nehme es ohne. Ich nehme es einfach ohne. Jo, so nennen wir es. Jetzt gehen wir gerade nur. Huch, ah ne, Quatsch, so habe ich gewechselt. Jawohl. Blatt habe ich gefunden und dann 100 auf die Schniss kriegt. Ah, ja genau, ich muss erst einmal muss das Verhalten vom Hund ändern. Das machen wir hauptsächlich suchend. Und sobald was ist, kann der dann gern ausflippen. Aber ich will, dass er sucht, weil man hier in Secret of Evermore immer wieder Sachen finden kann, die man später gebrauchen kann. Zum Beispiel die Wurzel hier. Die kann ich später bestimmt gut für irgendwas gebrauchen. Weil Secret of Evermore verfügt nicht über ein Magiesystem wie andere. Das verfügt über das sogenannte Alchemiesystem. Das heißt, wir brauchen solche Ingredienzien und basteln mit den Dinger sozusagen unser Zauber. So, da geht's. Weiter. Such weiter, such weiter. Geh weg, du ekliger Moskito. Kotz. Bleh. Halten zum Glück ja nicht viel aus. Noch eine Wurzel. Ist hier noch irgendwas? Hund? Nee. Oh, ich freue mich schon drauf, wenn ich den Hund benenne. Was ihr dazu sagen, wie ich den Hund nenne. Ihr kennt jetzt schon mal Roter. Wie gesagt, das ist in einem Pelzer Motiv. Okay, da hat er nichts gefunden. Der hat geschnüffelt, hat sich aber dann noch gekratzt. So, die kleinen Plagegeister, die können wir auch fertig machen, wenn sie sich mal in die Nähe trauen. Ja, die sind schwer zu treffen, die Viecher. Aber die halten dafür wirklich so gut wie gar nichts aus. So, 3 Schadenspunkte und schon sind die Viecher kaputt. Und eine Wurzel wieder. Ja, wer hätte es gedacht. Zack. Ja, da ist noch was. Was ist das mal hier? Wasser haben wir gefunden. Yay. Aller hopp. Da ist noch so Schildkröt. Das ist auch sehr geil. Man übernimmt hier in Secret of Evermore immer diverse Zeitalter, könnte man sagen. Diverse Passagen. Und das sind dann hier die Truhe in der Steinzeit, in der wir hier sind. Und Öl war drin. Und Wasser haben wir jetzt nochmal gefunden. Und Asche. Sehr schön. Ja, wie gesagt. In der Steinzeit sind das die Truhe. Das wird sich dann immer von Epoche zu Epoche ändern. Finde es eigentlich auch sehr schön gemacht, dass wir jetzt am Anfang hier in der Steinzeit beginnen. Es kann definitiv nicht schaden, wenn man von ganz von vorne anfängt. Da wissen wir auch das Leben ein bisschen mehr zu schätzen. So, habe ich dich. Okay, Hund, schnüffel weiter. Und, zu was bringst du mich? Scheint schon für eine Fährte zu sein, wie es aussieht. Aha. Wasser, sehr schön. Wasser kann man immer gebrauchen. So, dappisches Ding. Und zerfetzt. Sehr schön. Und was ist da? Asche haben wir hier. Sehr gut. Als ich da meinen Probespielstand gemacht habe, muss ich sagen, ich bin sofort auch wieder reingekommen. Es ist alles wieder so vertraut. Ich bin mal gespannt, wie es im weiteren Spielverlauf sein wird. Weil Secret of Evermore habe ich wirklich ein Weilchen... Hoppla. Ein Weilchen nämlich gespielt. Ich weiß auch schon gar nicht mehr... Moment, Quatsch. Ich weiß auch schon gar nicht mehr... wie genau die Steuerung ist, aber ich habe mich am Anfang auch bei dem Probespielstand sofort wieder eingefunden. Das dauert jetzt erstmal ein Weilchen und da sehen, komme ich noch nicht durch. Da brauchen wir später eine Waffe, weil mit so einem Knüppel, mit so einem Knochenknüppel, kommt man da nicht wirklich durch so Dinger. Ja. Ackermann erreicht Level 2. Geil. Sehr gut gemacht, Ackermann. Und dann noch kein Schadenspunkt erlitten. Ich bin stolz auf dich. 50 Kralle habe ich gekriegt. Ohne Blatt. Kralle sind interessanterweise aber keine Alchemie-Zutaten. Kann ich gerade mal reingucken. Knochenknüppel ist unsere Waffe. Die macht 10 Schadenspunkte, ja. Blätter ist unsere Heilmethode hier. Und Kralle ist die Währung von dem Land hier. Von dem Gebiet, in dem wir sind. Hier muss irgendwo was sein. Ja, Wasser haben wir noch. Ja, da schlacht er auch wieder an. Also es lohnt sich definitiv, seinen Hund auf Suchen zu stellen. Aber halt nicht total auf Suchend, sonst wehrt er sich nicht. Man kann immer noch so Stücke wegmachen, dass er sich wenigstens wehrt, der Hund. So. Deswegen hat er jetzt auch schon 12 Lebenspunkte weniger. Komm schon. Da wird der Moskito. Ah, jetzt hat er mich auch noch gestochen, der Saukerl.
Ah, was hast du noch? Aha, 2 Stückle Lehm. Und da ist auch noch was. Eine Wurzel. Ui, da ist immer noch was. Wasser. Jetzt sind wir aber durch hier. Jetzt sind wir durch hier. Jawohl, alles drauf und Wetter. Jetzt sind wir in dem Gebiet soweit fertig, weil für spätere Sache brauche ich dann eine Waffe, mit der ich 8 Blätter durchschlagen kann. Was geht denn jetzt ab? Das gefällt mir nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Erster Zwischenkampf, deswegen ändern wir das Verhalten vom Hund jetzt erstmal auf aggressiv. Dann geht ja nur noch deine Viecher hier. Und was ist es? Was das auf dem Busch guckt? Ich geht schon. Raptor. Au. Was das für Geräusche macht, das Vieh, wenn man es trifft. Ja, du guckst aus dem Busch raus. Hat nichts Gutes im Sinn, der Kerl. Ja, dort vergeht's auf der Wäsching. Au. Lass mein Hund in Ruhe. Okay. Oha. Mein armer Hund, bevor der mir stirbt. Hundi heißt er erstmal. Boah, du Sausack. Du Sausack. Ackermann, heil dich. Okay. Da ist er. Mistkerl. Hundi, geht ruf. Boah, scheiße, voll auf die Schniss. Boah, Mann. Das wird nicht einfach. Das wird nicht einfach, zumal ich derzeit auch noch gar nicht rennen kann. Ist der Kampf umso schwieriger für mich gerade. Ja, das war gerade noch so mit schwach getroffen. Man muss immer auf 100% den Ball geladen. Dann macht man auch erst volle Schade. Und ansonsten Hundi erreicht Level 2. Sehr schön. Und ansonsten gibt es immer nur so einen schwächlichen Angriff. Und der bewirkt halt nichts, der Angriff. Der zieht so gut wie gar nichts ab. Deswegen immer warten, bis man auf 100% ist. Dann kann man auch wieder was reißen. So. Zu heilen haben wir nichts mehr. Das heißt, ich muss mich jetzt zurückhalten hier. Und sehr gut. Darf nämlich erwischt werden. Das heißt, in der Ruhe liegt die Kraft in dem Fall. Boah, scheiße. Wieder verwischt. Mistvieh. Okay. Gott, noch einer kaputt gemacht. Jetzt dürfte nur noch einer übrig sein von den Raptoren hier im Busch. Und das rappelt im Karton. Tong, 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 tong. Jawohl, das ist aber richtig die Ausdelerrunde hier. Das gefällt mir. Komm her, du. Komm her, du. Ackermann erreicht Level 3. Oh, doch noch einer in petto gehabt. Aber Dodo vergeben so ordentlich Erfahrungspunkte hier, die Knabe. Und ab und zu muss man wirklich entscheiden, will ich nur volle Schade austeilen oder will ich mich wehren und keinen Schade kriege, so wie ich das da eben gerade gemacht habe. Der springt mich an und ich kann halt nur einen kleinen Schlag noch austeilen. Aber es hat gereicht, damit ich keinen Schade abkriege. So. Jetzt halte ich ja wieder ein bisschen was aus. Oh, aber mein Hund, mein armer Hund. Mach einen platt, die Sau. So. Boah. 50 Kralle haben wir noch erhalten. Geil. Ohne Blatt gibt's auch noch. Sehr schön. Das heißt, unser Hundi kann jetzt wieder auf Suchend gehen. Und ich jetzt sage, als Belohnung kriegt er gerade noch ein Blatt hinterher. Erlaubt. Jetzt gucken wir die Gegend nochmal ab, ob wir hier irgendwelche schöne Sachen finden. Weil irgendwas Schönes wird es auf jeden Fall geben. Okay, der will mich noch overleiten. Ich sehe hier ein Zwischenboss-Revier, muss man dazu sagen, ne? Wasser gibt's hier, okay. Es gibt hier auch immer so Zwischenbosse und dann auch ganz klassisch natürlich so Endbosse. Und ich muss sagen, die sind eigentlich alle immer sehr schön gemacht. Und gerade für einen ersten Zwischenboss, muss ich auch gestehen, das war gerade ziemlich hart. Okay, mehr Sache finden wir hier leider nicht. Oh, jetzt sind wir da gelandet. Ja, wie sieht's aus? Ich war noch nie außerhalb vom Dorf, aber es soll so einen Ort geben, an dem eine Menge Insektenmonster in ihrer Höhle leben. Mein Papa, schlauer Bär, ist dort hingegangen und nie mit zurückkommen. Oh. Und Ölfinder. Ja, das Mist, ich wollte die Frau ansprechen. Herzlich willkommen im Dschungeldorf. Toll, dass du die Raptoren erledigt hast. Erhol dich ein bisschen bei uns im Dorf. Ja, werde ich machen. Arsche haben wir jetzt auch noch gefunden. Ist aber auch sehr, sehr geil gemacht hier, das Dorf. Und auch die Frau mit dem
Mit der Obst auf dem Hut. Mit dem Obst auf dem Hut. Ah, Wurzel. Ah, was ist da mit dir? Unser Alchemist Schlauer Bär ist schon seit Wochen in seiner Hit gewesen. Ist dem so? Und du wolltest mich hier noch irgendwo hinlungern? Oder hinlotsen, nicht lungern. Aha, da kann ich plündern. Blatt finde ich hier. Die Echse wird niemals wagen, in unser Dorf zu kommen. Feuerach wird sie sofort vertreiben. 2 Stückle Lehm, 4 Tropfen Wasser und nochmal ein Tropfen Wasser hinterher, weil so schön ist. Super Sache. Also verdorster, hoppla, verdorster wäre man definitiv nicht. Was mit dir? Ein schlauer Leguan, ja? Er kann lesen, schreiben, rechnen und sogar Schuhblattler tanzen. Nala. Und noch einmal Asche. Was ist hier? Ja, aber unser Häuptling. Eigentlich ist es eher Häuptlinging. So. Oh, das wollte ich doch eigentlich noch gar nicht. Ich wollte mich eigentlich eher noch ein bisschen im Dorf umgucken. Feuer, ach, Feuer, ach, Feuer, ach, Feuer, ach, Feuer, ach, Feuer, ach. Und da kommt ein kleines Mädel. Was ist denn da los? Hallo, ich bin Zora Zottelzopf. Jeder hier nennt mich Feierach. Aha. Ich bin der Ackermann. Gut, Ackermann, komm hier drinnen. Da können wir retten. Hallo. Der Pöbel draußen löst sich jetzt auch wieder auf. Was ist denn das da hinter dir? Oh, das ist mein Hund. Der hat sich in der letzten Zeit ein bisschen verändert. Aha, und wie heißt er? Oh, er heißt... Jetzt kommt's. Er heißt... Natürlich als Pelzer. Ihr kennt's euch bestimmt erahnen. So. Dann mal gucken, ob alles stimmt. Nicht, dass so ein Schreibfehler drin ist. Es passt genau, glaube ich. Jawohl, es passt genau. Bis auf Enna zurück. Er heißt Leverwurst. Leverwurst. Leverwurst? So hat meine Oma Käse. Na, die ist nicht so beneide irgendwie. Du bist nicht von hier, oder? Ich glaube nicht. Wo ist denn eigentlich hier? Du befindest dich im Land Evermore und das ist mein Dschungeldorf. Ich bin hier der Häuptling. Aha, du weißt nicht zufällig, wo ich von hier aus noch Groß-Ostem komme, oder? Groß-Ostem? Interessant. Ich glaube, vielleicht kann ich dir helfen. Doch du könntest dich hier ein bisschen nützlich machen. Muss das sein? Unser Alchemist Schlauerbär ist der Käferstepp aufgebrochen. Die liegt im Osten. Er sucht dort noch seltene Zutaten für seine Zauberformel. Wenn du es packst, ihn ins Dorf zurückzubringen, dann wäre ich der Helfer. Okay, oder wie Captain Görg in Silver Siedende Bräute im 7. Biergarten sagt: Baby, ich komm. Das klingt irgendwie verkehrt, muss ich sagen. Bevor du gehst, ich mag die alchemistische Formel geben, die ich entdeckt habe. Ich nenne sie Hitzeblitz. Sie hilft gegen wilde Monster. Oh, dankeschön. Nehme ich doch liebend gern. Du kannst die Formel benutzen, wenn du Eschtigelwachs und 2 Tropfen Öl vermixt. Wähle einfach den Zauberspruch aus und lass es knallen. Je öfter du den Hitzeblitz benutzt, desto stärker Wetter. Also das heißt, es levelt noch Eissatz, das Ganze. Hey, cool, ich denke da. Jetzt sind wir wieder uns überlassen. Hundekuche und Wasser. Hundekuche ist zur Wiederbelebung geeignet vom Hund. Geh bei den Treibsandfeldern noch Oste unser Käferstepp zu kommen. Wenn du Schlauer Bär dort zurückbringst, wäre ich der Helfer. Magst magische Formel auswählen? Das muss nicht sein. Wir haben ja eh nur Annie. Alle hopp, ich steht Sache, liebe Leute. An der Stelle mache ich auch hier den Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.